ist daheim. Gewonnen haben? Ja? Ja. Unsere Flasche! Yeah! Der Umschlag mit dem Geld, der ist weg. Nix, ich schmecke überhaupt nichts mehr. Der will ja dunkles Radler in seine Getränkemärkte aufnehmen. Was habt ihr nicht damit zu tun? Da müssen wir uns so schnell wie möglich ans zusammenmischen. In 3 Tagen kommt er vorbei. Du, was hältst du davon, wenn du das neue Radler für den Schmalke entwickelt hast? Ja, da halte ich sogar ganz ruhig davon. Also ein bisschen Hilfe war jetzt wirklich nicht schlecht, Herr Kirchleitner. Was meinen denn Sie? Glaubst du, die Fragerei, die macht mich doch ganz narrisch? Das nervt, Herrschaftshalten. Daheim ist daheim. Da komm ich her, da will ich wieder hin. Daheim ist daheim. Dort, wo ich jeden auf der Straße kenn. Da kannst du jeden Menschen fragen. Er wird die anschauen und dir sagen, daheim ist daheim. Daheim ist daheim. Da komm ich her, da will ich wieder hin. Daheim ist daheim. Aber wie soll ich denn das richtige Radler mischen, wenn ich Sie nicht einmal was fragen darf? Fragen darfst du schon, aber nicht in einer Tour. Sie haben doch gesagt, ich soll mich so richtig reinhängen. Du schon, nicht ich. Ich kann ein Radler machen. Du sollst es lernen. Also musst du über den Geschmack entscheiden. Also gut, dann entscheide jetzt ich, welches von denen zwei das Bessere ist. Das ist genau das, wo ich nicht weiterkomme. Ich mag's, wenn es ein bisschen saurer ist, aber das ist ja nicht jedermanns Sache. Herr Kirchleitner, ich kann das einfach nicht entscheiden. Nicht, wenn es um so einen wichtigen Kunden geht. Bitte. Sie müssen mir einfach bloß sagen, ob die Säure in der Probe zu dominant ist. Manchmal frage ich mich, ob du überhaupt von mir schon was gelernt hast. Ich will Sie ja nicht nerven. Ich bin mir halt einfach total unsicher. Bitte. Herrschaftshalten, na! Kann man denn die für gar nichts brauchen? Aber Einmal, wenn man die was machen lässt. Es kann doch nicht so schwer sein. In der Wohnküche ist auch nichts. Das gibt's doch gar nicht. Irgendwo muss der Umschlag doch sein. Herr Brunner, denken Sie noch mal nach. Es kann nicht sein, dass Sie 300 € einfach in Luft auflösen. Ich werde nicht langsam alt. Ich weiß ganz genau, dass ich die 300er in einem Umschlag in meinen Geldbeutel rein da habe. Therese, was ist jetzt mit unserem Preisgeld? Du wirst das da warten können. Ich hab da vielleicht so eine Ahnung. Meint ihr, sie ist gerade wieder als Robin Hood in geheimer Mission unterwegs? Emma, komm mal her zu mir, bitte. Magst du mir da irgendwas sagen? Die Party ist total schön. Der Felix und die Paula verpassen richtig was. Da macht er mir keine Sorgen. Die zwei sind in Bayerkofen am Fasching. Die haben bestimmt auch ihren Spaß. Kann es sein, dass du gerade wieder eine Robin Hood-Phase hast und das Geld für arme Leute krampft? So ein Schmarrn. Ich bin Sherlock Holmes, das sieht man doch. Trotzdem fehlen der Oma 300 € aus dem Geldbeutel. Sag uns bitte ganz ehrlich, ob du das gewesen bist. Ich weiß nicht, Ehrenwort. Aber ich werde den Dieb finden, das verspreche ich euch. Uri, ich meine Dr. Watson, wo waren Sie, als Sie das Geld zuletzt gesehen haben? Ja, da, wo ich jetzt stehe. Hinter der Theke, Alf. Genau. Und ich
ich hab die 300er in einem Umschlag mit einem Glitzerstaub drauf in mein Geldbeutel rein. Glitzerstaub, verstehe. Ja, grüß dich, Annemarie, ich bin's. Ich wollte bloß einmal horchen, wie es der Franzi geht. Alles klar. Gut, dann gibst du ihr eine gute Nachtbusse und sagst ihr, dass ich's lieb hab. Gell? Also, Pfiat. Grüß dich, Kathi. Bist ja doch noch da. Ist der Patrick drin? Ja, schon. Sag mal, hast du gewarnt? Nein, mir ist gerade bloß was in die Augen gekommen. Dein alle zwei? Wolltest du dich nicht mit Martin treffen? Schon. Hat er dich geärgert? Weil durchfallen ist mir gerade wirklich nicht. Jetzt sag schon, was ist denn los? Das ist wegen dem depperten Radler. Also doch der Martin. Ich wollte, dass er einfach probiert und mir sagt, ob das in Ordnung ist. Das ist einfach sauungerecht, dass er mir gleich so angeht. Wie wenn ich so blöd war. Soll ich mal mit ihm reden? Nein. Das mache ich wenn dann schon selber. Ich bin kein Lehrmadel mehr. Und deswegen möchte ich auch wie keins behandelt werden. Das soll sich jetzt erst einmal beruhigen. Weißt du was? So viel Tapferkeit muss belohnt werden. Also jetzt komm, magst du nicht ein bisschen mit einem Herzl-Smiley tanzen? Hm? Da schau, dass du nicht ganz ohne Verkleidung bist. Da sind noch ein Haufen Smiley drin, die dich gern aufmachen. Also, auf geht's. Wer hat denn eigentlich den Kostümwettbewerb gewonnen? Frag nicht. Frag einfach nicht. Kein Glitzerstaub. Also gehöre ich nicht zu den engeren Verdächtigen, gell? Und? Sie dürfen gehen. Ach, danke. Und dann hoffe ich, dass Sie baldmöglichst den Übeltäter dingfest machen, ja? Dass man mal endlich wieder schlafen kann, ja? Dankeschön. Also, Emma, ich weiß, dass Faschingsferien sind, aber trotzdem ist jetzt Bettzeit, gell? Ich muss aber erst noch den Dieb finden. Das heißt, der Schottenhofer weiß nicht. Naja, sind wir froh, steht einmal vor unser Landrat, war er der Krimineller. Dafür vielleicht die Bürgermeisterin. Holen Sie sie bitte herein, Miss Hudson. Ja, habe ich der Bürgermeisterin gehört. Bitte zum Verhör. Na gut, also Froni nur, aber danach geht's ins Bett, haben wir uns verstanden? Ansonsten gibt's nämlich ein bisschen Stress mit der Haushälterin, Mrs. Sherlock Holmes. Oh je, jetzt kann wahrscheinlich alles, was ich sage, jeder gegen mich verwendet werden, oder? Ihre Hände bitte. Ich habe jetzt wirklich überall hinter der Theke gesucht, aber der Umschlag ist und bleibt verschwunden. Keine Angst, Watson. Ich löse den Fall schon. Ist so lieb, wie sie sich reinhängt, gell? Paket für Sie. So, bitte eine Unterschrift noch. Danke. Schöner Tag noch. Ja, danke Ihnen auch. Gut. Von der Mutti? Hm. Das. Und? Ich glaube es nicht. Ihr Blaufuchs. Aber Ja. Du hast mir gar nicht verzeiht, dass du aus so einem edlen Stall kommst. edler Stall. Den
hat sich jahrelang vom Mund weggespart. Und gehütet wie die Kronjuwelen. Meine liebe Trixie. Wie du weißt, war dieser Mantel immer mein ganzer Stolz. Jetzt soll er dich wärmen und noch schöner machen. Ich hoffe, du freust dich. Soll ich mal anziehen? Komm her. Und? Schon? Ich frage mich bloß, wie du den der Toni schmackhaft machen möchtest. Ich zieh den noch nicht jeden Tag an. Außerdem, wenn er die ganze Zeit im Schrank hängen bleibt, dann wird er auch nicht schöner. Aber weißt du was? Ich gehe nachher nach Bayerkofen auf die Präsentation von der Edelkosmetiklinie. Da passt das doch, oder? Ich frage mich wirklich, wo das Preisgeld geblieben ist, nachdem wir es nicht einmal gestern beim Aufräumen am Abend gefunden haben. Ich verstehe es auch nicht. Vor allem waren ja nur Lanzinger da. Ich meine, da studiert ja keiner von denen. Vielleicht bist du einfach zu vertrauensselig und wir haben einen ganz fiesen Dieb bei uns da in Lansing. Aha, mir wird das Lachen schon noch vergeben, wenn die 300 € nicht auftauchen und du das Geld noch mehr ausrupfen musst. Das ist mir unser Sixpack-Siegerausflug locker wert. Toll. Wisst ihr überhaupt schon, wo es hingeht? Ja, der Bamberger, der wollte zwar in die Berge gehen, aber wir haben ihn überstimmt und jetzt geht's nach München in die Kletterhalle. Ja, also dann Hals- und Beinbruch. Ah ja, vielleicht taucht er bis dahin das Geld noch auf. Schauen wir mal, was unser kleiner Sherlock Holmes noch alles rausfindet. Ich hab's gerade vorhin in der Gastroküche gesehen. Ja. Sie verhört an Patrick. Naja, ich bin ja unschuldig, wie wir wissen. Mhm. Also die Chlor geht in ihr Rollen so auf, dass sie ihr Kostüm bestimmt nie wieder auszieht. Wahrscheinlich nicht. Das darf nicht wahr sein. Was denn? Ja, wo kommt denn jetzt der Wurm her? Ich glaub, ich muss mir vom Bamberger ein stärkeres Ginseng geben lassen. In meiner Schürzentasche. Ist Geld da drin? Ja, mal schauen. Ja. 1, 2, 300 €. Puh. Also damit steht schon mal fest, dass wir in Lansing keine Diebe haben und der Fall von der Emma ist hiermit geklärt. Weil mir auch allerweil alles gleichzeitig durch den Kopf schwirrt. Ich gehe jetzt zur Emma und stell mich. Halt. Ich hab da so eine Überlegung. Also vielleicht könnte man es ja so machen, dass das Geld noch mal verschwindet, sodass man es nicht findet. Also erstmal nicht. Ja, oder der Dieb überlegt sich noch anders und nimmt das viele Geld und haut ganz weit ab damit oder so. Zum Beispiel? Damit unserem Lansinger Detektiv der Spaß nicht so schnell verdorben wird. Ja. Ja, heißt das, dass der Kurbinian, der bleibt jetzt länger in Lansing? Guten Morgen miteinander. Hey, guten Morgen, grüß dich. Respekt, Respekt, nobel. Ist das ein echter? Ja. Ist die Annalena gar nicht da? Die ist in der Wurstküche. Ah ja. Ja, der meinigen habe ich auch mal so einen Pelz gekauft. Ja. Der war ja schon damals fast nicht zum Zahlen, gell? Aber man hat halt fürs Leben was, gell? Genau. Die Viecher zahlen auch mit ihrem Leben. Ach, geh, Monika. Das ist schon so viele Jahre her. Ich werde mir selber niemals so einen Pelz kaufen, aber den hat mir halt meine Mama vererbt. Pass mal an. Weich. Ist bestimmt schon warm auch, Ja. oder? Hallo. Ah, Christi, Trixi. Gehst du heute noch mal auf Fasching? Entschuldige, das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Den hat sie geerbt von ihrer Mutter. Musst du mal angelangen. Na, danke. Darf's außer die Rouladen sonst noch was sein? Ja, oder magst du mal anziehen? Fühlt sich wirklich gut an. Ach, Trixi, bei Pelz ist meine Meinung eindeutig, sei mir nicht besser. Ja, meine doch auch, aber ich habe ihn halt geschenkt bekommen. Was soll ich denn machen? Trixi, das musst du selber wissen. Aber für mich ist ein Pelz eindeutig fehl am Platz.
echt ein bisschen hinbleiben können nach der super Faschingsparty. Frag mich einmal, wie die Kathi das beinahe jedes Wochenende schafft. Gestern Abend, was gekommen ist, da ist die abgegangen wie eine Raketen. Die hat sich ein bisschen abreagieren müssen. Also, ich verstehe immer noch nicht, was genau vorgefallen ist zwischen ihr und dem Martin. Ich glaube ja, dass es angegangen ist, aber auch gleich so. Weißt du, warum der so schlecht drauf sein kann? Eigentlich läuft alles. Aber er wirkt irgendwie angespannt die letzten Tage. Wer? Also Martin, du sagst uns schon, wenn was mit dir ist, oder? Was soll schon sein, außer dass wir einen Haufen Arbeit haben? Ja, hinter der du dich ja manchmal gern versteckst, wenn's dir nicht gut geht. Uschi, was kann ich, von was ihr redet? Ich mein, was kann jetzt ich dafür, dass wieder alles an mir hängen bleibt? Die Extrawurst vom Schmalke, Rosi ihre Termine. Gar nicht wahr, ich hab doch auch welche übernommen. Jetzt gehen wir du nicht auch noch auf den Wecker. Wir sehen uns noch an der Brauerei, gell? Was hat er denn ständig mit der Verkostung? Das ist doch reine Routine. Und er tut so, als wenn es ein Weltuntergang war. Ihre Hände sind in Ordnung. Puh, das heißt, ich bin aus dem Schneider? Nein, Warum nicht? ganz einfach. Sie haben heute ganz andere Klamotten an. Auf denen von gestern könnte ja Glitzer gewesen sein. Mei, ich wechsle halt jeden Tag mein Gewand. Sie etwa nicht? Ich bin es hier, die die Fragen stellt. Entschuldigung. Und geduscht haben Sie auch. Ist ja klar, dass ich dann an Ihren Händen nichts mehr finden kann. Duschen tue ich auch jeden Tag. Ermittelt's allweil noch. Ihre Hände haben... Aber sie tappt weiterhin im Dunkeln. Das habe ich schon gemerkt. Kannten Sie sie ein bisschen ablenken? Nachher helfe ich ihr auf die Sprünge. Stinken tun Sie ja auch nicht, weil Sie immer duschen. Fräulein Holmes, ich habe einen Verdächtigen gesehen hier im Eingangsbereich. Wir sollten die Spur sofort ermitteln. Sie rühren sich nicht vom Fleck. Da die mir nie erlauben. Oma, was machst denn du da? Nach was schaut's denn aus? Heute könnte nahtlos von der Kaffeepause in die Mittagspause übergehen. Ich glaube, ich muss die vom Turnschuh abziehen und wieder unter Maifittich nehmen. Du. Oder? Man könnte echt meinen, die Leute haben keine anderen Probleme. Das ist jetzt aber kein echter, oder? Toni, bitte fang du jetzt nicht auch noch damit an. Wisst ihr, was ich mir wegen dem Pelz alles im Dorf hab anhören können? Und zu Recht. Du weißt schon, wie Pelztiere in so Zuchtfarmen gehalten werden. Toni, dagegen habe ich doch auch was, das weißt du genau. Ja, anscheinend nicht. Der Pelz, das ist ein Erbstück von meiner Mama. Und den hat sie sich vor zig Jahren gekauft. Wenn ich Tricks in den Mantel in die Altkleidersammlung gibt, dann werden die Viecher davor auch nicht wieder lebendig. Eben. Du machst es dir schon ganz schön leicht, findest dich auch? Ich bin halt konsequent, was Tiere angeht. Ach so. Und bist du, was Menschen angeht, auch so konsequent? Was ist zum Beispiel deine Billigklamotten, die du anhast? Weißt du, unter welchen Bedingungen die hergestellt werden? Soll ich das mal erzählen, ja? Jetzt ist er Ruhe mit der Streiterei, das bringt doch nichts. Da geht's aber ums Prinzip. Ja, und mir geht's darum, dass meine Frau den Mantel, den sie von ihrer Mama geerbt hat, auch mal ganz in Ruhe austragen darf. Trixi, wir zwei wollten doch heute Nachmittag sowieso nach Minga fahren. Da kannst du ihn in Ruhe tragen und es stört da keinen. Da hast du recht. Und da freue ich mich auch drauf. Und unsere Kaffeepause ist jetzt sowieso vorbei, gell? Also, auf geht's, Toni. Ja. Was suchst denn du die ganze Zeit am Boden? Schaut's mir überhaupt nicht mehr an. Sagen Sie bloß, Sie haben die Spur nicht gesehen, Dr. Watson. Wieso? Was? Wo? Na, hier. Und wie geht das jetzt weiter? Das werden wir gleich sehen. Ist das der Umschlag, der gestohlen worden ist? Ja, also, ähnlich schaut er ihm schon. Dann ist das auch das Geld.
Genau. 300 €. Dann ist doch ganz klar, wer der Gauner ist, der das Geld krampfelt hat. Oder auch nicht. Ich glaube, da will Ihnen jemand eine Falle stellen, Dr. Watson. Wer? Sie können der Dieb gar nicht gewesen sein, sonst hätten Sie sich ja selbst bestohlen. Ja, aber ich Ich werde keine Ruhe geben, solange der Fall nicht gelöst ist. Jetzt erst unterschreiben, bitte. Jetzt arbeiten wir einfach der Rosi am Berg gemeinsam weg und dann ist er fort. So, bitte auch noch. Also bevor ich mich schlagen lasse. Bring mich nicht auf dumme Gedanken. Ja, bitte. Kathi, was gibt's? Ich wollte eigentlich bloß fragen, ob ich an dem Limo fürs Radler weiter probieren soll, solange Sie nichts Dringendes für mich haben. Lass dich nicht aufhalten. Also, Sie haben wirklich einen guten Duft, Frau Kirchleitner. Echt? Das ist nicht ein bisschen aufdringlich? Mir ist nämlich die Parfümflaschen ausgekommen. Also, ich find's gut. Passt zu einer. Ich riech nix. Naja, bist du halt ein Gentleman und sagst nichts, gell? Was gibt's denn noch zum Arbeiten? So, das müsstest du dringend anschauen. Grüß dich. Servus. Ich gehe gleich wieder runter. Was? Frag nicht. Ganz toll. Allmächt. Na, der Ausflug hat sich gelohnt. Wir sind nicht mal eine Stunde in der Stadt gewesen. Sind gerade durch die Fußgängerzone gebummelt. Und da ist das passiert. Habt ihr den gefunden, der das war? So schnell wie das gegangen ist, bis wir geschaut haben, war der in den nächsten Straßen drin wieder verschwunden. Denkst du, kriegst das wieder raus? Weil das in deinem Sinn wäre. Es tut mir wirklich leid. Wie soll ich das meiner Mutti beibringen? Sie muss ja nicht gleich erfahren. Trotzdem. Jahrelang hat sie den Pelz gehütet wie ein Schatz und ich krieg's hin, dass ich ihn innerhalb einer Stunde ruiniere. Sie wird schon irgendwann verschmerzen. Hm? Was hast du denn jetzt vor? Weißt du was, du trinkst jetzt mal mit der Toni eine Tasse Tee, die beruhigt dich ein bisschen und ich komm gleich wieder, okay? Genau. Na? Du kommst mit deinen Ermittlungen nicht wirklich vorwärts, hm? Was hältst du denn davor, wenn ich da zum Beispiel einen Ermittlungsbankkuchen mache? Du hast das Geld gestohlen. Was? Emma, bitte, du glaubst doch nicht wirklich, dass ich die Diebin bin. Doch, und ich weiß auch warum. Du warst beleidigt, weil die Frauen beim Kostümwettbewerb nicht gewonnen haben. Wie bitte? Also ein Schmarrn, du glaubst doch nicht wirklich, dass ich sowas machen darf. Jetzt wird's aber wirklich höchste Zeit, dass ich mich stelle, weil ich nämlich die Übeltäterin bin. Entschuldigung. Christi Mac, was Du hast doch hoffentlich deine Handschellen mit dabei. Ja, dann erzähl, was hast du für einen Anschlag vor? Dann hast du dich also doch selbst bestohlen? Aber warum? Weil ich den Umschlag irgendwo hingelegt habe und dann habe ich total vergessen, wohin. Und wo war er? In meiner Schürzentasche. Kein Wunder, dass ich den Dieb nicht gefunden habe, wenn es gar keinen gibt. Wollen wir vielleicht irgendwas spielen? Ein Autorennen zocken? Das ist lieb von dir, Toni, dass du mich ablenken willst, aber es ist ja bloß ein Pelz. Oh, ich geh schon. Fanny, grüß dich, was machst denn du da? Tut mir leid, aber ich müsste es besser spielen. Schön, dass du da bist, komm rein. Hey!
Sag mal, muss ja ganz schön verstört auf dich gewirkt haben, dass du jetzt die Fanny zum Trösten holst. Na, Geschmarren. Sie ist schon aus einem anderen Grund da. Ja, wegen einer kleinen Not-OP. Hey, es tut mir voll leid, was mit dem Mantel passiert ist. Die Leute sind echt manchmal komisch, gell? Naja, ich werde es überleben. Ne? Sag einmal, das ist also das gute Stück. Also, pass auf. Der Mann hat eine echt clevere Idee gehabt. Er hat nämlich gemeint, dass man vielleicht von den unbeschädigten Dingen noch ein bisschen was machen könnte. Ach so. Ja, und was meinst? Also, so eine kleine Kuscheldecken kann ich da schon zaubern draus. Ein Kuscheldecken? Ja, fürs Schlafzimmer vielleicht, warum nicht? Gute Idee. Dann hängt der Pelz wenigstens immer jeden Tag an der Garderobe. Typisch Autoschrauber. Man könnte auch nichts wegschmeißen, was noch irgendwie zu gebrauchen ist. Das war ja schon drum. Boah, schmeckt das Kreisel. Die ist total vergoren. Na, Kathi, kommst weiter mit dem Radler? Ich habe ja den Bericht schon auf den Schreibtisch gelegt. Okay. Wollen Sie vielleicht auch einen Schluck Apfelschorle? Ja, warum nicht? Musst du dir eben mehr trinken am Tag, gell? Schön. Du magst das vielleicht noch mal kopieren, ha? Ja, mach ich. Dankeschön. Und? Was und? Nix. Du schaust mit den Ohren, als wenn ich ein Gespenst war. Merken Sie wirklich nix? Was hast du denn jetzt schon wieder? Die Apfelschorle ist ungenießbar, die ist total vergoren. Kann das sein, dass Sie das nicht schmecken, Herr Kirchleitner? Und? Hat sie die MA schon verhört? Ja gut, da ist nach oben hin noch ein bisschen Luft, aber früh übt sich, wer ein wahrer Sherlock Holmes werden will. Ob's malen kann? Warum? Ach, wegen dem Malwettbewerb von der Fanny. Ja, schon ganz gut. Was? Ich soll dir helfen? Ja, aber das war doch Tschüss. Haben? Ah? Ja. Unsere Flaschen! Der Umschlag mit dem Geld, der ist weg. Nix, ich schmecke überhaupt nichts mehr. Der will ja dunkles Radler in seine Getränkemärkte aufnehmen. Was habt ihr nicht damit zu tun? Da müssen wir uns so schnell wie möglich eins zusammenmischen. In 3 Tagen kommt er vorbei. Du, was hältst du davon, wenn du das neue Radler für den Schmalke entwickelt hast? Ja, da halte ich sogar ganz gut davon. Also ein bisschen eine Hilfe war jetzt wirklich nicht schlecht, Herr Kirchleitner. Was meinen denn Sie? Glaubst du, die Fragerei, die macht mich doch ganz narrisch? Das nervt, Herrschaftshalten. Da komm ich her, da will ich wieder hin. Daheim ist daheim, dort wo ich jeden auf der Straße kenn. Da kannst du jeden Menschen fragen, er wird dich anschauen und dir sagen, daheim ist daheim. Daheim ist daheim, da komm ich her, da will ich wieder hin. Daheim ist daheim. Aber wie soll ich denn das richtige Radler mischen, wenn ich Sie nicht einmal was fragen darf? Fragen darfst du schon, aber nicht in einer Tour.
Sie haben doch gesagt, ich soll mich so richtig reinhängen. Du schon, nicht ich. Ich kann einen Radler machen. Du sollst es lernen. Also musst du über den Geschmack entscheiden. Also gut, dann entscheide jetzt ich, welches von denen zwei das Bessere ist. Das ist genau das, wo ich nicht weiterkomme. Ich mag's, wenn es ein bisschen saurer ist, aber das ist ja nicht jedermanns Sache. Herr Kirchleitner, ich kann das einfach nicht entscheiden. Nicht, wenn es um so einen wichtigen Kunden geht. Bitte. Sie müssen mir einfach bloß sagen, ob die Säure in der Probe zu dominant ist. Manchmal frage ich mich, ob du überhaupt von mir schon was gelernt hast. Ich will Sie ja nicht nerven. Ich bin mir halt einfach total unsicher. Bitte. Herrschaftshalten, na! Kann man denn die für gar nichts brauchen? Aber... Einmal, wenn man die was machen lässt. Es kann doch nicht so schwer sein. In der Wohnküche ist auch nichts. Das gibt's doch gar nicht. Irgendwo muss der Umschlag doch sein. Herr Brunner, denken Sie noch mal nach. Es kann nicht sein, dass Sie 300 € einfach in Luft auflösen. Ich werde nicht langsam alt. Ich weiß ganz genau, dass ich die 300er in einem Umschlag in meinen Geldbeutel rein da habe. Therese, was ist jetzt mit unserem Preisgeld? Du wirst das da warten können. Ich hab da vielleicht so eine Ahnung. Meint ihr, sie ist gerade wieder als Robin Hood in geheimer Mission unterwegs? Emma, komm mal her zu mir, bitte. Magst du mir da irgendwas sagen? Die Party ist total schön. Der Felix und die Paula verpassen richtig was. Da macht er mir keine Sorgen. Die zwei sind in Bayerkofen am Fasching. Die haben bestimmt auch ihren Spaß. Kann es sein, dass du gerade wieder eine Robin Hood-Phase hast und das Geld für arme Leute krampft? So ein Schmarrn. Ich bin Sherlock Holmes, das sieht man doch. Trotzdem fehlen der Oma 300 € aus dem Geldbeutel. Sag uns bitte ganz ehrlich, ob du das gewesen bist. Ich weiß nicht, Ehrenwort. Aber ich werde den Dieb finden, das verspreche ich euch. Uri, ich meine Dr. Watson, wo waren Sie, als Sie das Geld zuletzt gesehen haben? Ja, da, wo ich jetzt stehe. Hinter der Theke, Alf. Genau. Und ich hab die 300er in einem Umschlag mit einem Glitzerstaub drauf in mein Geldbeutel rein. Glitzerstaub, verstehe. Ja, grüß dich, Annemarie, ich bin's. Ich wollte bloß einmal horchen, wie es der Franzi geht. Alles klar. Gut, dann gibst du ihr eine gute Nachtbusse und sagst ihr, dass ich es lieb hab. Gell? Also, Pfiat. Grüß dich, Kathi. Bist ja doch noch da. Ist der Patrick drin? Ja, schon. Sag mal, hast du gewarnt? Nein, mir ist gerade bloß was in die Augen gekommen. Dein alle zwei? Wolltest du dich nicht mit Martin treffen? Schon. Hat er dich geärgert? Weil durchfallen ist mir gerade wirklich nicht. Jetzt sag schon, was ist denn los? Das ist wegen dem depperten Radler. Also doch der Martin. Ich wollte, dass er einfach probiert und mir sagt, ob das in Ordnung ist. Das ist einfach sau ungerecht, dass er mir gleich so angeht. Wie wenn ich so blöd war. Soll ich einmal mit ihm reden?
Nein. Das mache ich wenn dann schon selber. Ich bin kein Lehrmadel mehr. Und deswegen möchte ich auch wie keins behandelt werden. Das soll sich jetzt erst einmal beruhigen. Weißt du was? So viel Tapferkeit muss belohnt werden. Also jetzt komm, magst du nicht ein bisschen mit einem Herzl-Smiley tanzen? Hm? Da schau, dass du nicht ganz ohne Verkleidung bist. Da sind noch ein Haufen Smiley drin, die gern aufmachen. Also, auf geht's. Wer hat denn eigentlich den Kostümwettbewerb gewonnen? Frag nicht. Frag einfach nicht. Kein Glitzerstaub. Also gehöre ich nicht zu den engeren Verdächtigen, gell? Und? Sie dürfen gehen. Ach, danke. Und dann hoffe ich, dass Sie baldmöglichst den Übeltäter dingfest machen, ja? Dass man mal endlich wieder schlafen kann, ja? Dankeschön. Also, Emma, ich weiß, dass Faschingsferien sind, aber trotzdem ist jetzt Bettzeit, gell? Ich muss aber erst noch den Dieb finden. Das heißt, der Schottenhofer weiß nicht. Naja, sind wir froh, steht einmal vor unser Land, war er der Krimineller. Dafür vielleicht die Bürgermeisterin. Holen Sie sie bitte herein, Miss Hudson. Ja, habe ich der Bürgermeisterin gehört. Bitte zum Verhör. Na gut, also Froni nur, aber danach geht's ins Bett. Haben wir uns verstanden? Ansonsten gibt's nämlich ein bisschen Stress mit der Haushälterin, Mrs. Sherlock Holmes. Oh je, jetzt kommt wahrscheinlich alles